Hallo, ihr liebe Leute, letztes Mal herzlich willkommen bei Let's Play Alien Isolation auf Pilzig. Ich habe auf Anregen von meinem loyalsten Fan und von meinem treuesten Zuschauer an der Stelle nochmal Hi Kai eine Empfehlung gekriegt. Und zwar hat er gemeint, wie wär's dann eigentlich mit dem Abschlussvideo, mit so einem Best-of? Und ich habe mir gedacht, hey, eigentlich eine großartige Sache. Das wäre richtig schön nochmal für euch, um nochmal einen Abschluss von der Materie zu gewinnen. Und schließlich habt ihr jo Alien Isolation gewählt. Und jetzt heißt es halt Time to say goodbye. Und die Sache ist halt die, ich wollte euch nochmal zum Abschluss Best of Hall, bitte. Dankeschön. Ich wollte euch nochmal zum Abschluss etwas bringen. Und zwar, dass ihr nochmal Best-of sehen könnt von allem, was mir so passiert ist. Und ich habe so unglaublich viel gelernt. Jetzt fängt er schon wieder an zu knödler. Ich habe dann dementsprechend mir gedacht, es wäre nicht schlecht, nochmal zu zeigen, was ich da alles gemacht habe. Und zwar habe ich wirklich so viel gelernt bei dem Let's Play. Ich habe gelernt, wie man die Thumbnails überhaupt erst setzt. Ich habe gelernt, wie ich mit dem Equipment, mit dem ich jetzt arbeite, auskomme. Ich habe gelernt, wie ich eigentlich nochmal richtig zu kommentieren habe. Das war eigentlich das Projekt schlechthin für mich. Und ich habe mir echt gedacht, wisst was, zum Schluss sei jetzt nochmal ein Abschlussvideo gegönnt für euch, damit ihr nochmal all meine dappische Erlebnisse sehen könnt und alles, was so passiert ist. Und dass wir das nochmal Revue passieren lassen. Also vielen herzlichen Dank nochmal an euch, dass ihr das gewählt habt. Es hat mir jetzt da mordsmäßig Angst gemacht, das Video. Es hat mich total geschockt teilweise. Und es war echt schwierig, da durchzukommen. Wie du dann darum wohl dein Schlappschnut halte kennst, Kerl. Na, Allah, geht doch. Ja, deswegen bleibt mir jetzt noch zum Abschluss der Sache. Ihr seid echt die Beste dafür, dass ihr mir zugeguckt habt. Hier habt ihr nochmal euer letztes Video zu Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. Best-of-Momente mit Yankee. Machen's gut und viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann ab Dienstag bei The Evil Within. Iron Yankee. Jetzt, das wäre der dann in den Kaffee gebrunst. Jetzt mal ohne Witz. Das Mädel ist anscheinend auch ohne Humor geboren worden. So recht, so Voraussetzung, um bei der Rechtsabteilung zu sein. Sieht so aus wie bei Samples und am Sofa her. Oh. Was dann? Was gibt's denn da zu plärrer? Liegen überall die Mickey-Mauser-Heftler auf dem Boden rum. Ich hab Angst und die Wölfe sind hinter mir her. Ich weiß schon jetzt wieder, das wird knallhart, das Let's Play. Ich mag nicht. Warum habe ich das gemacht? Ich bin ein Dummkopf und ich wurde als Emo konzipiert. Deswegen rede ich, als würde ich mich gleich mit den Rasierklingen schneiden. Nein, hau ab! Lad doch das dappische Ding noch, Mädels. Geht doch hier um Leben und Tod. Uff, die Schnies. Das war ja mal ein richtig toller erster Kampf hier, ne? Boah, der steht bestimmt auf. Ich kann drauf wetten, der steht auf, wenn ich nicht bin. Ah! Alter! Ich bin doch nur ein armer Pelzerbuhl. Lass mal doch mal Ruhe. Hau ab. Oh nee, jetzt habe ich das Deckel noch mitgenommen. Oh, das sei gemisst. Oh Mann. Mal wieder episch und verstohle wie eh und je. Das ist die Pelzer-Methode. Ein Pelzer, der kann nicht schleichen. Er tritt die Idee ein und sagt, Servus, wo sind mal Krummbeere? Das war ein Schisser. Was war denn das jetzt? War total unnötige Aktion eigentlich. Doch, sind so die zwei Mario Space Brothers. Und Kenner sagt irgendwie ein Wort oder so irgendwas. Rennen dann nur durch die Gegend rum und verstecken sich irgendwo. Also sehr skurril. Also deren Gesichtszüge finde ich jetzt nicht gerade sehr individuell. Die sitzt dann so mit so einer aufgesetzten, von der Programmierung vorgegebene Grimasse so und hockt da die ganze Zeit so. Der klingt viel zu scheiß gruselig, muss ich sagen, der Typ. Viel zu fröhlich. Na los, kommen Sie! Sie kriegen auch einen Lolli nach der Behandlung. Also ich muss auch sagen, wenn ich dem Kerl so zugucke, er hat immer dieselben Bewegungen und er spricht sehr monoton. Dieser Bereich war für unsere instabile Patienten in der Anpassung an den Weltraumproblem. Ey, es interessiert mich gerade absolut nicht, was das hier war. Tragische Fälle. Es ist scheißen gruselig hier.
Überall nur so Fussel-Blitzlicht und das war unsere Station für die Notfälle. Ja, wen interessiert's dann, Kerl? Lass mich in Friede, du Klon. Nein, das ist der falsche Weg. Nein, das ist der falsche Weg. Jo. Aber trotzdem. Wie es so schon rauskommt, als würde Luftschachts Gebäre. Nein, ich will wieder rein. Ich will hier wohnen. Das hat man davor, wenn man so dappig ist und jeden Raum hier erkunden muss. Nein! 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 Die T-Shirts übrigens nur um dich zu ärgern, Eva. Du weißt, wir haben Mitte November und ich sitze hier im T-Shirt rum. Ich hab's hier schäkhetzelwarm. Ich brauche nicht noch einen Pulli im Haus. Ja, ich weiß, du wirst lachen. Wenn das jetzt siehst. Wieder Gunnar Keitel, Himmel, Arsch und Wolkebruch. Oh, du warst Alien schneller. Es ist auf jeden Fall verdammt nur. Oh Gott! Oh, Scheiße! Ich kann nicht beschreiben, wie sehr ich gerade so Schiss hab. Ich schmeiß mal gerade noch eine Rauchgranate hinterher. Nein, was war denn das an Quatsch? So startet auch schon eine Sequenz. Nee, Gott. Du hat doch der Teufel in der Garde geschissen hier, das gibt's doch gar nicht. Oh, der ist schon blutverschmiert. Nein! Oh, nur ein Toter. Weil so das rollstuhlfreundlichste Gelände mit der Treppe ist es hier ja auch nicht. Da kennt jemand, ja. Oh, die kriegt's nicht mal mit, dass doch gerade Kumpel abgeknallt worden ist. Das war auch eben ziemlich dappig, dort in Ende Kollege abgeknallt. Und die Anna, die latscht einfach nur rum, als sei nichts passiert. Also, huch, jetzt ist auch noch der Kadaver verschwunden. Hier gibt's nichts, nur Wachsmalstifte und keine Malbücher dazu. Ach, ist Sauerei, oder? Ho, 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 ihr liebe Leid. Frohe Weihnachten an euch, ihr liebe Leid. Haben Sie den Transit zum Laufen gebracht? Gute Arbeit. Ja, gute Arbeit, ja, guter Job. Total aggressives Lob hier. Das ist aber ein super Bauchredner hier, der Marlow. Bewegt die Lippe nicht, aber quatscht wie hoch. Nicht schlecht, der Kerl. Leckt mich fett. Lauter Eierle mit Facehacker drin. Terminal Hammer. Ah, da haben wir die Martial Arts Züge. Eieiei, das sieht aus wie Space Samurai, oder? Nein. Ja, ich muss dazu auch noch sagen, ich habe jetzt mein Mikrofon gestern bei Resident Evil Silver Beginning Hour eingeweiht und benutze mein Mikrofonsystem auch jetzt für Alien und für The Walking Dead dann auch. Okay, der macht hier einen auf Minority Report. Hallo, ihr liebe Leid und Prost zur Silvester-Episode. Alien Isolation vor allem viel rausgefunden, was die Facecam angeht. So edel wird's normalerweise nicht gespielt. Ich mag's lieber räudiger. Es muss ranzig sein, wenn man spielt. Aber nee, ich hab nicht gute 5,0er Dose Bier neben mir, während ich sonst kommentiere. Oder das räudige Oettinger oder sonst was. Das feuerkrasser Fressorgie. Prost, naja, ihr liebe Leid, wie man in der Palz sagt. Und tun sie jetzt leise. Nee, weißt, ich renn jetzt hier rum und kreisch Alien, ich hab Bock, Fresse zu werden, wollte schon immer mal eine gute Ripley-Hüfte haben. Also geht's noch? Machen sie es leise. Was ein unnötiger Kommentar. So viel zu tun, sie ist leise, schwallt er mir hier das Ohr ab, während ich du gerade versuche durchzuschlucken. Oh, wussten sie schon immer mal, dass das hier eigentlich nicht gerade so die beste Station war. Und die versuchten das zu verkaufen und ich habe hier noch die Verkaufspläne vor mir. Sag mal, geht's noch? Aber zu mir, machen sie es leise. Voll Idiot. Oder? Hat's wohl auch schon Plasma geschnitten, den Kerl. Wie Teufel. Gott, warum tue ich mir das eigentlich ja? Ihr seid Schweine dafür, dass ihr mich das habt Spiele losser. Okay, neuer Raum. Neues Glück. Hoffe ich. Irgendwie. Vielleicht. Bitte.
werd immer armseliger. Wer macht dann du? Ach, Neville, verdammt nochmal. Nee, der pullert sich noch nicht arg genug. Ey, Wegst du, könnte man noch ein bisschen Neville dazu schmeißen, damit er sich bloß nicht zurechtfindet. Man gönnt mir anscheinend Koru bei irgendeinem, was weiß ich, Landschaftssimulator. Da finde ich es interessant, dass ihr wohl, dass der Trend wohl durch geht, dass ihr ach mal von meiner Visage wohl nicht genug kriegen könnt, weil bei Horror-Let's Plays habe ich halt die Facecam mit dabei. Und der ist ja mit einer Whiskyflasche gestorben. Naja, hat er das Loch ins Gesicht gefräst kriegt, war nicht schlecht. Wenn du dann nachher mal abhauen kennst. Wenn du da mal die Güte hättest, Alien. Ein bisschen Privatsphäre hätte ich auch gern noch. Geh auf die Kerwe oder sonst wo hier. Geh auf den Wurstmarkt. Mann. Ich gedacht, 10 Euro, Bu. Hab ich sie. Ich bin ein Glotzenheiner. Ich verliere Quecksilberblut. Greif mich schon, der Schädel, ja. Dendo, der ist für dich, Alien. Scheiße. Hab ich schon Scheiße gesagt? Wie wär's mit Fuck? Packen sie sich in die Unterhose. Ja, was du wieder alles siehst, Mensch. Ja. Die schnießt. Da soll dich doch der Blitz beim Scheiße treffen. Drecke das Alien und Dreck der Waits. Bitte verhätte die Ruhig. Sorry, wenn ich so ein Motzkopf bin, aber das regt mich auf, wenn ich so Stationen nochmal spielen muss. Obwohl es fast geklappt hätte. Da krieg ich die Krise. Hey, das gibt's doch nicht. Ich hab den voller Wumme mit dem Flammenwerfer abgeschossen. Ja, nee, ist klar, komm. Es ist eh schon unfair genug, die Passage. Wir haben sie ja nur zum 4. Mal jetzt. Komm. Lass es noch ein bisschen unfairer sein, indem das Alien jetzt durch Flamme schreitet. Und verfluchen gerade 500 Mal die Entwickler. Und wünschen ihnen, dass sich ihr Skrotum verschließt und sich ihr Schließmuskel auf ewig verkrampfen. Ja, wie es aussieht, ist Marshall Waits gerade an einem Fastnachtskiechel erstickt. Für den Selbstmörder von heute. Machen Sie es nicht selber. Lassen Sie es doch einen Hiwi-Androiden für Sie erledigen. Boah, du. Die haben mir der Scheißdung... Was? Die haben mit der Scheißdung, genau. Das ist halt das. Und hier gibt es irgendwas Spannendes, was zu spielen und was mit Schokolade. Also entweder ist die Karte schuld oder ich bin ein Dappschädel. Gibt... Hä? Geil, ich wollte schon immer mal so schweben, die Zauberwaffe. Mann! Hörst du auf, du Dummbatz McGlatzkopf? Nein! Nicht wirklich. Irgendein Idiot ist auf die patentierte Ash-Methode reingefallen und ist mit einer Zeitschrift erstickt worden, die so ziemlich... Wie soll man sagen, die so ziemlich umständlichste Methode überhaupt, um jemanden umzubringen. Ich komme nicht drüber weg, dass sich jemand so umbringen lässt. Das ist doch die umständlichste Methode der Welt. Da wieder das Mordinstrument. Ich wollte nicht unbedingt mit Dirt umgebracht werden. Guck doch nicht runter. Darf ich? Erstmal hochziehen, dann wird geglotzt. Anna. Das ist ja echt schon gruselig. Ja, ich habe nicht gewusst, dass bei Six nach Japaner arbeiten, wenn ich mir dann so guck. Ach, warum tue ich mal das einfach nur das Spiel? Warum? Ihr seid gemein, weil ihr das gewählt habt. Das möchte ich euch nur mal sagen an der Stelle. Falls ihr an der Stelle immer noch so weit seid und es immer noch mitgucken, ihr seid unfair. Und ihr seid fies. Ja, komm, die Schniss, hau ab. Geh doch einfach vor, du Kondommännel. Ich will mal einen Flammenwerfer. Ich will trotzdem einen Flammenwerfer, bitte. Ich will mal einen Flammenwerfer. Oh ja, jetzt sind wir da, wo ich schon immer mal nicht hin wollte. Also wir sind gerade voll in der Eingeweide. Okay, jetzt wundert es mich nicht, wie die Leute hier verrecken, wenn sogar ich zu blöd bin, um mich hier zu verteidigen. Irgendwas... Nein! Mann, wie eklig. Also, hallo, ihr liebe Leute. Hier stirbt wieder der Yankee bei Let's Fail Alien Isolation. Uff, pelzig. Oh, Mann, oh Meter, hey, ich kann kotzen. Das ist so ekelhaft hier. Ich will hier nicht sein.
Wer schleicht denn da so lose? Er brunst sich in die Hose. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiß Viecher. Schon total dehydriert. Irgendwann pisse ich später nur noch Staub. Gewinne ich nicht sehr viel Land, sondern gewinne nur Land in meiner Hose. Ich hasse dich, hau ab. Geh sterben. Spiel mit was Giftigem, hau ab. Liegt ein Auge auf dem Tresen, ist das Alien da gewesen. Fick dich weg, du Homo-Fürst. Sonst kastriere ich dir die Eier. Du scheiß doch ins Kanonenrohr, Mann. Das ist so asozial, die Passage. Durch mal den Leichehaufen. Nicht schlecht, ne? Der hat wohl einen Chestburster hinter sich. Der hat der Alien geboren. Stolzer Papi. Die Sonne sieht ach irgendwie gefährlich aus, wie die da noch strahlt. Kommt bald zu einer Sonneneruption. Ich hab's halt morgen beim Hunse gemerkt. Irgendwie sieht's aus wie so eine super Waffe von einem Superschurke bei James Bond. Da drüber haben sie auch schon Todessterne gebaut, sehe ich. Und mit M-Messer im Ranze geht der noch lange nicht heim. Ihhh. Oh Gott. Oh Gott, das hat natürlich noch einmal während dem Let's Play kommen müssen, ihr liebe Leid. Boah, aber noch ist es nicht so weit, dass ich vor lauter Arg einfach kotze. Das ist immer so der Höhepunkt von dem, was passieren kann, wenn einfach einer spontan kotzt. So wie man das immer bei South Park oder bei The Simpsons oder Family Guy mal sieht. Erschreckt sich jemand so tot und er schon... Hey, Entschuldigung, ich wollte hier noch ein bisschen länger bleiben, weil es so schä ist. Geht's noch? Ihr habt mich in die schreckliche Situation gebracht, indem ihr gesagt habt, du sollst Alien Isolation spielen, Yankee. Oh Gott! Oh Mann! Ich wär paranoid grad. 5 Emol. Ja, ihr liebe Leid. Das war's. Im Endeffekt bleibt mir nur noch zur Sache. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr Alien Isolation bis zum Schluss mit mir geguckt habt. Ich hoffe, es war in eurem Sinn, wie ich das für euch gespielt habe und dass es euch Spaß gemacht hat.